Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum 4. Spieltag, 4. FC Bayern. Talk zum Spiel in Leipzig. Ja, um 20:36 Uhr Samstag, also direkte Emotion, direkte Impression nach dem Spiel. Ja, Fazit vorneweg. Wir haben auf jeden Fall 2 Punkte verschenkt, so wie schon gegen Hertha. Völlig unnötiges Unentschieden. Ja, auch absolut nicht verdient für Leipzig, aber das interessiert nach dem Spiel keine Sau mehr. Wir haben 1-1 gespielt. Ja, erste Halbzeit war es ziemlich langweilig, ziemlich eintönig. Wir hatten nicht wirklich einen Gegner. Wir hätten locker 2-3-0 führen müssen. Dass der Elfer zurückgenommen wurde bei uns, fand ich in Ordnung, war okay. Auf der anderen Seite war das für mich auch nicht wirklich ein Elfer, den Leipzig gekriegt hat. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn da eine Berührung war, ja, dann war die hauchzart. Zum anderen hat der Pausenwichser sich auch da so reingedreht und das Bein da extra hingestellt. Lächerlich, da einen Elfmeter zu geben, muss ich auch ganz klar sagen. Ich weiß auch nicht, warum es da überhaupt noch nicht mal einen Videobeweis gab, dass das mal kontrolliert wurde. Es war lächerlich. In meinen Augen war es lächerlich. Mag sein, dass ich das mit der rosaroten Fanbrille sehe. Also für mich war das ja genauso wenig ein Elfmeter wie auf der anderen Seite. Ansonsten muss man sagen, klar sind wir selber schuld, haben wir selber versaut. Wie gesagt, wir hätten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall 2. oder 3. Tor machen müssen. Kurz vor Schluss, ja, hätte der Süde den auch einfach mal reinmachen können. Auch davor, die letzten Viertelstunde, waren wir extrem stark nochmal. Nach Anpfiff waren wir schlecht. Wir sind schlecht aus der Kabine gekommen. Es war zu erwarten, dass Leipzig umstellt, dass Leipzig jetzt nochmal Vollgas gibt. Das war ganz logisch. Da war Leipzig auch die 20 Minuten auf jeden Fall besser wie wir. Nach 20 Minuten war das Ding dann auch gegessen. Dann haben wir das Spiel wieder besser im Griff gehabt und waren auch wieder dominanter. Haben auch genug Chancen gehabt. Wir haben sie oft nicht gut zu Ende gespielt, muss man auch sagen. Ja, und dass wir überhaupt 1-1 gespielt haben, haben wir natürlich, was ich schon seit 4 Spieltagen erzähle, unseren Super Sechser Thiago zu verdanken, der halt einfach kein Sechser ist. Ich weiß nicht, wann der Kovac das endlich mal in seinen verkackten Schädel kriegt, dass man so einen Spieler nicht auf einer 6 stellen kann. Er hat nicht nur heute diesen Fehlpass da gespielt, er hat auch noch 1, 2 Situationen gehabt, die dann echt brenzlig wurden. Hätte Leipzig das da ein bisschen besser gespielt. Sowas kannst du dir in der Champions League schon mal gar nicht erlauben und sind wir mal ehrlich, so ein Fehlpass hätten Martinez niemals gespielt. Zur Not hätte er den Ball halt einfach nach vorne gedroschen, da wäre nichts passiert. Du musst halt einfach einen Sechser haben, Leute. Es kann doch nicht sein, dass wir in der Mannschaft, wir zählen zu den Top 5, Top 6 Mannschaften in Europa und wir spielen ohne Sechser, Alter. Wir spielen auf dem Papier mit einem Sechser, der eher ein Zehner ist wie ein Sechser, Alter. Der Thiago hat heute gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Nach hinten. Der ist nur hinterhergelaufen. Dann hat er mal kurz angezogen, aber hast du gesehen, der ist auch viel zu langsam. Das ist kein Sechser, Leute. Das ist lächerlich. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass in unserem verkackten Verein, in der ganzen Führungsetage, die 20 Millionen Spieler hat, Erfahrung hat, dass das keiner sieht, dass das kein Sechser ist. Junge, stell doch einfach den Martinez da hin und dann ist doch Ruhe. Dann ist doch alles gut. Ja, das kannst du gegen Köln oder so ein Scheiß, da kannst du sowas vielleicht nochmal machen. Aber dann erzählen sie ja, gegen so starke Gegner müssen wir aber dann schon mal mit dem Sechser spielen. Ja, haben wir heute gesehen, Alter. Es war lächerlich. Es war echt lächerlich. Mittelfeld war echt lächerlich. Junge. Hammer. Echt Hammer, Leute. Gut, ich gehe mal auf die Statistiken. Gucken wir uns die Statistiken an, die sind schon online. Und dann gehe ich mal auf die einzelnen Spieler ein. So, Statistiken. 1-1. Juhu! Erste Halbzeit hatten wir übrigens 75% Ballbesitz. Nur mal so auswärts, ja. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. 55% der Zweikämpfe haben wir gewonnen, okay. Ansonsten Schüsse wo hat denn Leipzig 13 Schüsse gehabt, Alter? Habe ich irgendein falsches Spiel gesehen oder was? Junge. 3:7 Ecken, 6:14 Flanken, ja. 13 Schüsse. Aha. 6 aufs Tor. Wir haben 7 aufs Tor gehabt.
Ja, keine Ahnung. Habe ich irgendwie... Ist an mir vorbeigegangen wahrscheinlich. Aber gut, wenn das hier so steht, dann war das wohl so. Au, 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 Leute, ey. Ja, das ist gut, dass der Kimmich hier steht. Kimmich habe ich heute auch ganz gut gesehen, muss ich sagen. Pavard war für mich heute der beste Bayern-Spieler, aber gehe ich gleich noch drauf ein. Aber ist auch gut, dass die drei hier stehen, weil die habe ich auch vorne gesehen. Coman fand ich auch okay. Hat so der letzte Tick gefehlt. Lever war auf jeden Fall heiß. Thiago hat 7 gewonnene Zweikämpfe. Ja, Alter. Die erste aber auch nicht ein von in der Defensive gewonnen. Junge, ey. Ja gut, ich meine, er ist ja auch 10-mal nur hinterhergelaufen. Er ist ja gar nicht erst in den Zweikampf gekommen in den Defensiven. Hat den Mann ja einfach laufen lassen. Daher kann ich dann da auch so eine Zahl stehen haben. Naja, wie gesagt, hier ist nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht. Dann gehen wir mal auf die Aufstellung. Ja, Neuer war stark heute. Auf jeden Fall eine 2. Hat zweimal, ja gut, er musste zweimal gut halten. Das hat er auch gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Pavard, wie gesagt, war für mich heute der stärkste. Will ich auch eine 2 geben. Überrascht hat mich Boateng. Dafür, dass er kurzfristig reinkam. War echt solide, hat echt gut gespielt. Dass er jetzt nicht die Sicherheit hat und nicht seine Diagonalpässe rausballert wie sonst. Ist auch klar, vor allem wenn er erst so kurz vor Anpfiff reinkommt. Auf jeden Fall eine solide 3 für mich. Hernandez, definitiv eine 5. Ich habe die Franzosen jetzt nicht gesehen, wo er Weltmeister geworden ist als linker Verteidiger, aber offensiv, offensiv war das gar nichts, war das wirklich 0, muss man einfach so sagen. Defensiv, wenn er nicht gerade im Vollsprint gehen musste, war es eine 3 von ihm. Insgesamt war es einfach eine 5. Er war einfach schlecht. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nie gesehen als Linksverteidiger. Es kann sein, dass es nicht seine Rolle ist. Er war halt auch lange verletzt, deswegen, ja. In der Innenverteidigung habe ich ihn ganz gut gesehen, bisher bei uns. Also linker Verteidiger war heute Totalausfall, muss man einfach mal so sagen. Dass er hinten den Elfer verschuldet hat, mein Gott, das spielt keine Rolle. Er war halt, ja, wie gesagt, hinten ging es noch einigermaßen solide, aber nach vorne war das 0. Und bei uns muss ein Außenverteidiger halt auch nach vorne marschieren können. Und ja, dafür ist er auch einfach zu langsam, muss ich sagen. Also, da ist ja der Süle schneller. Hat für mich keinen Außenverteidiger-Qualitäten. Wenn dann höchstens sehr, sehr defensiv, ohne da irgendwie Druck aufzubauen. Aber man hat es ja auch gesehen, der Gnabry war, können wir ja mal kurz drauf kommen, war ein Totalausfall heute, war maximal eine 4. Ja, gut, wenn du keine Unterstützung hast von hinten irgendwie auf deiner Seite, dann sieht das halt so aus, wie es aussah. Aber trotzdem war der Gnabry schlecht. Sogar eher eine 4-, muss ich sagen. Also, habe ich auch nicht irgendwie so richtig Galligkeit gesehen, so richtig, dass er wollte, habe ich nicht gesehen. Das war beim Hernandez schon so, man hat schon gesehen, dass er will, dass er sich Mühe gibt, aber es war halt einfach schlecht heute, muss man nochmal so sagen. Süle war souverän, Süle würde ich eine 2 geben. Hat einmal einen Wackler drin gehabt, aber sonst war er gut, hat er ganz gut gegen den Werner gemacht. Müller, ja, mit Kringel drumherum, ja. Weil er das Tor vorbereitet hat, gebe ich ihm eine 4, ansonsten hätte er von mir eine 5 gekriegt. Müller war Totalausfall, also ich habe ihn nur so über den Platz laufen sehen. Hier. Finger und ihn. Alter. Dafür brauchst du keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, welche Position er gespielt hat. Junge. Mann. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe von Müller nichts gesehen, außer nach 3 Minuten da die Vorlage. Danach war der Müller halt einfach out of order. Keine Ahnung. Ja, Coman, wie gesagt, eine 3. Ja, 3 plus vielleicht. Coman war gut, aber mir fehlt so der letzte Funke hat mir heute gefehlt. Den er sonst schon mal hatte, wenn er ein Tor macht oder sowas. Er hat ein paar gute vorbereitet für einen Lever. Keine Frage, war okay, aber jetzt für eine 2 oder besser, ja. Muss ich halt noch ein bisschen entwickeln, ne? Und nach der Nationalmeisterschaft, da war er ja stark in den Spielen. Gut, ist halt so, ist man halt mal ein bisschen platt oder was. Thiago, ja, keine Ahnung, wie gesagt. Erstens,
Ich mag einen Thiago echt, aber der ist für mich einfach, wie gesagt, kein Sechser. Ein 8 oder setzen vorne auf eine 10. Hat der richtig gute Spiele gemacht vorne auf eine 10. Oder auf eine 8,5, wie man es nennen möchte, zwischen 8er und 10er. Da, wo der Müller quasi rumrennt. Da hat er echt gute Spiele gemacht für uns. Da kann er echt den richtigen Pass spielen, alles. Aber was der auf der 6 zu suchen hat, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was der Kovac da in seinem Schädel drin hat. Ich verstehe auch nicht, dass da nicht mal einer hingeht und sagt, hier, Junge, denk doch mal nach oder was. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht irgendeiner, der sich anmaßt, irgendwie jetzt zu sagen, ich weiß alles besser wie die, aber jetzt mal ernsthaft, das sieht doch ein Benjamin Krückstock. Das hat Thiago auf der 6 nichts taugt. Ich meine, das hat das Spiel heute mehr als einmal wieder gezeigt und er hat noch 2, 3 Dinger gehabt. Der Leipzig da ein bisschen klüger gespielt, dann hätte er das ganze Spiel versaut, also. Und wer das Spiel gesehen hat, habt ihr den Pass gesehen, Alter. Wie kann ich denn den Pass dahin spielen? Dahin! Spiele noch zum Torwart zurück oder Pödi nach vorne. Wie kann ich ihn denn da hinten noch quer spielen, Alter? Ist doch ein Unding. Junge, und er hat noch 2 so eine Klamotten gehabt. Einmal ist es so gerade eben noch gut gegangen. Junge, Junge, das hat er ja bei jedem Spiel, ja. In der Regel fällt es ja nicht ganz so oft, weil kein Tor draußen steht, was irgendeiner ausbügelt hinten, aber... Ich meine, wer ein bisschen so Fußball-Sachverstand hat, muss das ja wohl sehen können, dass der da nicht hingehört auf die 6. Da kannst du ja besser den Kimmich da hinstellen. Junge, Junge. Und das heißt schon was. Ja, Gnabry habe ich gesagt, ne? Gnabry war auch nicht wirklich was. 4 maximal. Kimmich war okay. War im Gegensatz zu den ersten 3 Spielen war auf jeden Fall wieder besser. Hat auch gesehen, dass er wollte. Er war auch so richtig, er war der Einzige, der so ein bisschen heiß war. Hat natürlich ein schwieriges Spiel gehabt. Neben Thiago, der irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ich den da einordnen soll. Ja. Ich gebe ihm mal, komm, wir sind mal großzügig, ich mache mal eine 2 Minus beim Kimmich. Der Lever, gut, Lever war, ja, für seine Verhältnisse hätte er eigentlich noch ein Minimum, ein zweites machen müssen. Von daher kriegt er von mir eine 3. Er war heute nicht ganz so kaltschnäuzig, wie ich fand. Gut, das erste hat er natürlich super gemacht. Ist auch wieder viel gelaufen und so weiter, also da kannst du ihm nichts vorwerfen. Aber schöner wäre natürlich noch 1 gewesen. Auch hier wieder der Wechsel. Ja, Leute. In der 88. Minute haut er den Coutinho für den Thiago rein. Also, ich weiß es nicht. Stehst du? Oh, habe ich aber auch schon mal angesprochen, ne? Was soll denn so ein Wechsel bringen, Alter? Wechsel für 2 Minuten, was soll der bringen? Keine Ahnung, wenn es ein Daniela van Beuten wäre, früher, ja? Den kannst du 2 Minuten bringen, den kannst du vorne als Turm reinstellen. Aber was soll denn der Wechsel bringen, den er da rausgeballert hat, Alter? Den hättest du eine halbe Stunde vorher machen können, wie hier. Davies war okay, der war auch ein bisschen fickriger, hat man gesehen, wie der Gnabry. Und er ist auch ein bisschen mehr nach hinten marschiert, hat den Hernandez da in 1, 2 Situationen den Arsch gerettet. Da hat man gemerkt, dass er auch echt platt war, so die letzten 20 Minuten der Hernandez. Tolisso war super, fand ich auch okay. Aber wenn ich die bewerten würde, würde ich beide eine 3 geben. Beides solide, jetzt nicht außergewöhnlich. Tolisso braucht noch ein bisschen Zeit, aber hatte ich ja auch schon im letzten Spiel gesagt, wird auf jeden Fall immer besser. Und da kannst du selbst den Tolisso auf die 6 stellen, ne? Und den Thiago auf die 8. Also ich weiß nicht, was wollen die mir jetzt erzählen, dass der Kimmich und der Tolisso oder auch der Goretzka, dass sie offensiver sind wie der Thiago oder was? Ja. Der Thiago kam bei uns als hängende Spitze und ist jetzt 6er, also. Keine Ahnung, ich bin da echt sprachlos. Dann stell den Hernandez von mir aus auf 6. Wenn er, warum er auch immer irgendwas gegen den Martinez hat, dann stell den Hernandez dahin und dann ist so gut. Oder der Pavard kann das auch spielen, obwohl er rechter Verteidiger echt stark spielt. Also, aber da muss irgendwas passieren. Ich bin mal gespannt, wann das passiert, ja. Ich denke mal, die Leute werden das ja auch gesehen haben, wer das Tor heute verschuldet hat. Und das wird nicht das letzte gewesen sein. Wie gesagt, gegen so Timbuktu-Vereine wie Freiburg, Köln und so eine Scheiße fällt das natürlich nicht so auf, weil dann machst du halt 3, ja, und spielt sich in 1-1, weil wir dann nicht nur ein Tor machen. Aber gerade gegen so etwas stärkere Gegner fällt das halt schon mal auf und warten mal Champions League ab. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kreide das auch nicht dem Thiago an, ja. Das ist einfach seine Spielweise. Und er ist halt einfach kein Sechser, ne? Also da kann der gute Thiago nichts für. Wie gesagt, ich mag ihn und stelle ihn ein bisschen weiter nach vorne. Und alles ist gut, ne?
Ja, wie gesagt, 2 Punkte verschenkt aus unserer Sicht. Wie schon gegen Hertha. Wir hätten locker mit 12 Punkten dastehen können. Jetzt stehen wir mit 8 da. Die alten schwarz-gelben Üs sind vor uns. Ich meine, dass man hätte mit dem Unentschieden rechnen können vor dem Spiel, ist okay. Ja. Aber man kann auch sagen, es ist okay, in Leipzig ein 1-1 zu spielen. Aber Leipzig war nicht so stark, dass man jetzt sagen müsste, oh, da können wir aber froh sein, dass wir 1-1 gespielt haben. Nee, das kann eher Leipzig sein, auch wenn hier die Statistiken sagen, dass es irgendwie ausgeglichen ist. Zumindest von den Schüssen und den Torschüssen her. Ja, wie gesagt, habe ich anders gesehen. Und ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Jetzt haben wir eigentlich ein paar leichte Spiele. Erstmal, glaube ich, muss mal gucken. Ja gut, jetzt haben wir Champions League gegen Roter Stern Belgrad. Das war ja früher auch noch ein Name. Ist ja heute auch nicht mehr wirklich was, glaube ich. Dann haben wir Köln, dann haben wir Paderborn. Gut, Tottenham, ja, mein Gott. Das ist nochmal so ein Highlight. Dann haben wir Hoffenheim in der Bundesliga. Muss einfach auch wegknallen zu Hause. Dann spielen wir in Augsburg. Dann spielen wir in Piräus. Dann spielen wir zu Hause gegen Union. Dann spielen wir in Bochum. Dann spielen wir in Frankfurt. Dann wieder Piräus. Also normal muss das alles wegballern. In Frankfurt ist immer so ein bisschen... War Frankfurt, ja, keine Ahnung. Muss man als FC Bayern halt einfach auch gewinnen. Das muss man einfach so sagen. Kann man zwar auch immer mal Punkte liegen lassen. Ja, keine Frage, auswärts. Aber bis zum Spiel gegen Dortmund muss halt echt irgendwie eine Serie her. Ne? Gegen Tottenham kannst du auch mal verlieren, wenn es schlecht läuft. Kannst aber auch einfach nur mal ein Unentschieden spielen in Tottenham, das ist in Ordnung. Aber alles andere musst du jetzt echt einfach wegknallen. Ne? Da geht es gar nicht darum, irgendwie 3-4-0 jedes Spiel zu gewinnen. Du musst halt einfach die Punkte holen. Fertig, egal wie. Und wir sind ja eh fast immer die bessere Mannschaft in den Spielen, also von daher. Ja, und dann gegen Dortmund kannst du wie immer, wie jedes Jahr, in München können wir auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Und dann haben wir Düsseldorf, da habe ich Karten, da bin ich im Stadion. Mit dem Dirk, schönen Gruß, falls du das hier siehst. Dann haben wir nochmal Belgrad. Dann spielen wir nochmal zu Hause gegen Leverkusen. Ah, bitte, Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die ihr nicht ernst nehmen kann. Wenn sie mal einen guten Tag haben, ja, können sie mal irgendwas Außergewöhnliches leisten, aber ansonsten ist das auch alles Wurst. Gut, Ende des Jahres wird es ja nochmal knackig für uns. Dann haben wir in Gladbach gegen Tottenham, gegen Bremen. Und dann klingt es aus mit Freiburg und Wolfsburg, also. Ja. Wie gesagt, wir waren stark heute, wir waren echt stark. Erste Halbzeit war natürlich Leipzig ein bisschen selber schuld. Hat der Nagelsmann sich einfach ein bisschen vercoacht. Hätte er vielleicht früher umstellen müssen. Aber ansonsten waren wir präsent, wir waren stark. Auch zweite Halbzeit, wie gesagt, wir hatten so 20 Minuten nach der Pause, wo ich erst so die Befürchtung hatte, wenn jetzt eins fällt für Leipzig, dann geht es echt dahin. Aber es war eigentlich sicher hin. Wie gesagt, 2 Chancen hatten sie noch, die Leipziger. Die eine vom Werner war richtig gut, die der Neuer gerettet hat. Und einmal von dem, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der auf der rechten Außenbahn war, oder der Neuer auch noch die Hand dran hatte. So, das waren die beiden Chancen, die Leipzig hatte. Die ich mich jetzt so erinnern kann. Ja, der Gulagi hat auch gut gehalten, aber es tut er eigentlich immer, wenn wir gegen Leipzig spielen. Aber nichtsdestotrotz, wir hätten auf jeden Fall 2 mehr machen müssen. Vor allem in der ersten Halbzeit. Aber auch in der zweiten Halbzeit hättest du einfach mal, ne? Vor allem auch bei den Freistößen, die waren auch schlecht gemacht von Kimmich. Und ja, also wäre so ein Alaba schon besser gewesen. Wir hatten da 2 ganz gute Freistöße in guter Position. Ja, einfach da reingeflankte Scheiße und so. Naja, gut. Mund abputzen. Weiter geht's. 1-1. Wie gesagt, nicht schlecht. Von unserer Leistung her leider zu wenig. Gut. Ich würde sagen, meine Meinung. Könnt mir gerne eure da lassen. Und muss ich mal gucken. Ja, nächste Woche Köln. Bin ich vielleicht im Stadion? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen, ob wir das angehen. Und ich muss warten, was mein Auto sagt, weil das in der Reparatur ist. Also mit dem
Polo wollte ich da nicht runterballern und wer weiß, was an Benzin zahlen. Das bei dem anderen würde ich halt nur Gaskosten haben, das geht. Aber da habe ich noch keine Rückmeldung. Ich habe Karten, ich werde es mir überlegen bis Montag, bis dann werde ich wissen, was mit dem Auto ist. Und ansonsten... Gut, falls jemand 2 Karten sonst haben will für Bayern Köln. Südkurve, ja. Südkurve, Stehplatz. Könnt ihr euch auch melden. Soll ich nicht fahren. Ansonsten werde ich sie Montag auf dem Zweitmarkt einfach hauen bei uns. Das ist ja das Schöne bei Bayern. Ich mache einen Klick online, hau sie im Zweitmarkt rein, dann kriegt sie auf jeden Fall ein Mitglied. Für den Originalpreis, für die 13 Euro, das ist... Also ich bin keiner, der dann sagt, ich hau die Karten bei eBay rein oder so ein Scheiß. Ich mache, wie gesagt, einen Klick bei uns und dann kriegt die auf jeden Fall jemand, der Mitglied ist und der da auch Spaß dran hat. Und die Kurve, ne? Gut, in diesem Sinne, Leute, bedanke mich für das Interesse, wenn ihr Interesse hattet. Meinung, haut sie raus. Also das Fußball, da könnt ihr alles raushauen, ist völlig in Ordnung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Haut rein. Bis zum nächsten Wochenende. Ciao.